Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife, denn Denis Villeneuve ist direkt mit seinem Mega-Epos Dune. Wir können der riesigen Geschichte gerecht gehen oder holten sich Stoff vielleicht ein bisschen zu viel für geholt. Das andere kleine Gewinnspiel ist an dieser Episode 4 dabei. Du weinst, bleib drauf drin. Ein grosser Merci an Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode an die Bereitstellung von 2 Kinostickets, die dir gewinnen könnt. Also, wenn ihr wollt herausfinden, wie dir die gewinnen könnt, dann muss ihr das Video noch ein bisschen angucken. Für dich geht es aber dann noch einmal Dune. Ja, wir knappen direkt den ersten Teil unten. Das ist quasi ein fließender Übergang. An House Atreides gouf Ivarant, die goufen Iwerfallen Attentat gouf ausgeübt an Familienoberhaupt gespielt von Oscar Isaac. Als du bei einem Liewe kom, den Paul Atreides an seinem Mam Jessica ginn dann an Wüst verdriven, wo sie von den Fremden abgeholt gehen. Sie sind aber dann nicht so direkt ganz willkommen und mussten sich ständig mal ein bisschen in den Beweis stellen. Der Paul fängt relativ sehr an, hier Kultur umzuhören, hier Erderweise zu lehren und die Überleben an der Wüste zu lehren. Lohnt Fremde so eine Prophezeiung über den Lisan al-Gaib, ihren Messias quasi, den sie am Paradies feiern soll, den Arrakisrem soll ableben lassen, an ihnen Freiheit schenken soll. Und das schenkt alles ziemlich auf den Paul zu treffen. Er will aber nicht ganz an den Leadership dafür gehen, er will nicht der großen Anführer sein, aber trotzdem geht er so an die Richtung gedrängt. So gilt es für ihn zu dezidieren, geschleiten die W an, wollen also innertieren, Kulturen an ihren Sitten weiterleben, am Martine leben oder wollen den großen Anführer gehen von den Fremden an sie an Paradies feiern und da eventuell einen gigantischen Krieg auslesen. Das ist eigentlich nur nicht mehr so ein kleiner Bruchteil von dem, um was es an Dune Part 2 geht. Ich will am nächsten, also währenddem ich das so gezählt habe, sind immer noch 1000 Sachen angefallen, die nach Kate so. Aber guckt ja hallo keine halbe Stunde drüber, nur ich will ja auf den Film noch nicht komplett zur Summe fassen. Aber genau darum geht es ja schon mal so ein bisschen. Der Film ist nämlich einerseits irgendwie zu kurz und auf der anderen Seite ist dann platzweise zu lang. Ganze 155 Minuten dauert das Ganze. Der Tisch, der sitzt ja ziemlich lang am Kino. Und den Denis Villeneuve wird sich hauptsächlich auf die den Messias-Storystrang fokussiert. Der geht wirklich detailliert ausgeführt und es gibt ganz viel wiederholt, wohin sich da fragt, muss das müssen so oft wiederholt gehen. Andererseits sehen sich ja der Fanatismus, der dann richtig gedummert und ein bisschen nach Strach, also so ganz viel Nein, das ist ja nicht. Aber dann die Liebesgeschichte, das stimmt, Chani an dem Paul, die bleibt dann ein bisschen auf der Strecke und auch die Zeit, die an ihren, also die Hebräer für hier Sitten zu lehren, die vergeht auch relativ sehr. Insgesamt verschwimmt Zeit ein bisschen so. Es weiß nie so wirklich, wo ihr gerade drunter ist, wie Zeitspringen gemacht gehen. Und das macht eins mal ein bisschen verwirrend gehen. Ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber ich habe aber von Kommentaren, wo Leute einer Kritik nur so kommentiert haben, gelesen, dass das Buch auch ziemlich konfus aufgebaut ist. Und die verschiedenen Storystränge auch nicht ganz detailliert ausgeführt gehen. Das kann ich so vom Heere so mitdelen, der Tisch, vielleicht wird Denis Villeneuve dann aber relativ gut adaptiert. Aber trotzdem von der Art und Weise, wie es erzählt wird, bleibt da einfach fand ich viel auf der Strecke. Insgesamt die vielen verschiedenen Storystränge, die kommen, fand ich dann aber auch oft zu kurz. Also Takonnen, die gehen auch nicht so ganz detailliert auserzählt. Das ist auch eine Welt, von der ich mehr gewohnt gehen an Bene Gesserit, die von denen hätte ich auch gerne mehr gewohnt gehen. Das ist eine Schwesternschaft, die mit ihrer Mutter Oberin irgendwie alle Guten, die politische Sachen kontrolliert, so am Hintergrund. Und das ist mega mysteriös und das geht auch nicht wirklich detailliert erklärt. Das fand ich einerseits schön, weil das ist so ein Punkt, wo ich gerne mehr will Drago, wo ich gerne mehr will rausfinden. Und andererseits fehlt es sich aber so, währenddem das so wenig behandelt wird, als der Mythos irgendwie du, also das Geheimnisvoll an der Organisation, du, das mischt das Ganze aber dann auch noch ziemlich spannend. Du wirst ein bisschen zwiegespalten. Heute nicht genug erzählt, du hast genau richtig erzählt. Das ist schwer zu sagen, das ist schwer rauszufahren. Bei gilt aber auf jeden Fall etwas zu sagen. Worldbuilding kann dem Mann. Das ist grandios, fantastisch aufgebaut. Wirklich enorm.
Ihr aber Dora gehen für ein bisschen detailliert zu beschwätzen. Kommen wir dann Lomo zum Gewinnspiel. Also 2 Tickets könnt ihr gewinnen. Und das geht ziemlich einfach. Ihr braucht just zu kommentieren. Egal wo, egal auf welcher Plattform der kommentiert oder auf Social Media kommentiert oder auf YouTube, ist ganz egal. Los einfach Kommentar drin, was euren Lieblings-Sci-Fi-Film ist. Was ist Lieblings-Sci-Fi-Epos, was dir bis los so gesehen habt. Lust mal gerne einen Kommentar dafür do. Als schon könnt ihr Gewinnspiel deelholen. So, dann noch weiter zum Worldbuilding. Also das ist wirklich enorm. Denn Denis Villeneuve, die kann einfach Welten aufbauen. Das ist Wahnsinn. An et gewaltig wirken lassen. Die Bauwerke, die Maschinen, alles wirkt so impressionant groß. Et fehlt den sich nirgends drauf, fehlt den sich so klein wie so klein Zahnrad. Und et fehlt den sich so unbedeutend nirgends seine Werke. Das ist fantastisch. Ob die wat Kostümers oder eben über Sets, etwas bombastisch. Also Sci-Fi at its best kann ihn du nimmer so. Und noch inszenatorisch als das mega große Kino. Um Planet Harkonnen mit der schwarzen Sonne, die das ganz irgendwie an seinem weiß Lut, das alles schwarz-weiß anhüllt, als enorm. Das macht einfach Spaß zu gucken. Und hör den weiter so Orlo nicht wirklich so erlebt. Du weißt, dass Dune auch ein Film, den unbedingt am Kino muss erlebt gehen. Das ist wirklich für auf der großen Leinwand zu gucken. Ich schon mal das Ganze nur am IMAX angeguckt und das wird definitiv ein Mehrwert. Schauspieler sind auch einfach fantastisch. Die bringen das mega gut rüber. Rebecca Ferguson, die heute Jessica spielt, wird dann auch nach ein richtig bedeutend Geschichte kriegt. Fand ich auch fantastisch. Es möchte so Charakterwechsel machen, den ich zwar nicht ganz begreifen kann, aber dafür auch so mysteriös wirkt. Ich habe schon Kritikpunkte gesehen, dass Leute gesagt haben, ja, sie fanden den Charakterwechsel nicht ganz logisch, aber ich fand viele Sachen sind an dem Film für den Zuschauer, für die vielleicht noch nicht so ganz logisch, und aber eine größere Bedeutung und müssen dann einfach so hingeholt gehen. Du weißt, fand ich, kann ich bei Dune so Sachen noch immer besser hinholen, weil es wirkt halt einfach, wie wenn der große ganz dran halt einfach bombastisch wird. Und Rebecca Ferguson hat der Teil wirklich grandios gemacht, wie sie zu der mächtigen Person absteigt. Als fantastisch. Und Timothy Chalamet, den Paul Atreides spielt, möchte das auch mega gut. Den hat natürlich die meiste Screentime, das ist ein Hauptcharakter. Und aus der Geschichte heraus, weil er nicht wirklich ein Held ist, sind das quasi ein Anti-Held, ist das auch noch viel besser. Insgesamt die ganz klischeehaften Punkte, Helden und so, das ist nicht so geben. Er geht es nicht einfach schwarz oder weiß, er hat alles super viel Facetten. Trotzdem gehen wir da so los Richtung Schluss. Dune Part 2 ist kein perfekten Film. Und das ist ziemlich schwer, weil den Epos, die große Geschichte, die hier drauf steht, wird ja immer als nicht verfilmbar gegolten. Und das kann ich einerseits verstehen, weil da bleiben aber diverse Sachen auf der Strecke. Das ist ein bisschen schwer. Trotzdem denke ich, dass Denis Villeneuve das Maximum rausgeholt wird oder bald das Maximum rausgeholt wird und das wirklich grandios umgesetzt wird, auf viele Fehler verziehen können gehen. Lo soll ja auch nach einem dritten Teil kommen, der kann vielleicht die ganzen Lücken auch nach ein Kerzo machen. Vielleicht wirkt das ganz Not als Trilogie Filmi vollkommen a komplett rund. Den zweiten Teil wirkt gerade ein bisschen wie ein Break zum großen Final und fällt da bei mir neben dem ersten Teil ein bisschen auf. Trotzdem meckern ich gerade ein bisschen auf hohem Niveau. Weil das ist ein Film, den das für die große Leinwand gemacht und den das absolut guckenswert. Besonders was Sci-Fi ein Thema für ihr ist, dann als Dune absolut muss. So, wenn ihr könnt mir auch noch gerne einen Kommentar so, wenn dir den Film schon gesehen habt, wie ihr der Film gefallen hat. Und denkt an das Gewinnspiel, du willst unbedingt einen Kommentar da losen, für dass ihr dann ein Ticket könnt gewinnen. Und ich denke, das war es dann noch schon. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß am Kino mit Dune Part 2. Ciao!